Dieser Alkohol. Wenn er nicht so gut war, ich darf ihn nicht trinken. So eine Hochzeit fand er immer wunderschön an, gell? Aber der nächste Tag dann immer. Oh, mein Kopf, mein Kopf. Dass sich die Andrea nicht meldet. Ja, was hast denn der Eugen, der passt doch auf sie. Der ist doch eine Seele von einem Menschen. Bei dem wird sie sicher recht gut haben. Und schau, die Kinder sind doch auf Hochzeitsreise. Sie hat mir fest versprochen, dass sie mich gleich anruft, wenn sie angekommen sind. Die müssten schon längst in Venedig sein. Die Kinder pressiert doch nichts, die fahren langsam, die schauen sich die Gegend an, nicht? Die halten Handel, geben sich einmal ein Bussel, bleiben bei Bedarf auch einmal ein bisschen länger stehen und so weiter und so weiter. Ich kann mich dunkel erinnern. Du hast ja damals sogar deinen zarten Schnauzbart abrasieren lassen, weil du nicht mehr so kitzelt hast. Ach, war das schön. Ja, ja, du hast auch nicht immer an deine Mama denkt, gell? Du Papa? Sekretärin von der Annahme, die Schlumberger. Jetzt möchte ich schon wieder einen Tag Urlaub haben. Was, die Schlumberger? Schon wieder? Also lang schauen wir das Fall nimmer an. Die Schlumberger, das ist ja unglaublich. Bin gespannt, was diesmal wieder hat. Dieses Jahr ist schon 4-mal zur Beerdigung von ihrem Großvater gefahren. Was ist denn jetzt wieder los? Eine Hochzeit. Die Schlumberger heiratet? Na, die Großmutter heiratet wieder. Und da muss natürlich dabei sein. Nichts Dümmeres ist dir wohl nicht eingefallen, ha? Du übrigens, unser Lager ist wie ausgefegt. Kein Mehl, keine Kartoffeln, nix ist mehr da. Ja, das ist ja großartig, dass unser Geschäft so gut geht. Also diese neue Kundschaft, dieser Herr Feuerkopf, der ist direkt ein Segen für uns, gell? Ja, mich darf nur interessieren, für was für eine Firma der einkauft. Ja, das darf mich auch interessieren. Ein netter Mensch. Ja, besonders für dich, gell? Geschmarren, der interessiert mich doch überhaupt nicht. Was? Wenn dich 3 Waggon Kartoffeln und 100 Zentner Weizen mit einem Auftrag nicht interessieren, dann bist du auf den Kopf gefallen. Oder die Mutter hat das Baby zu heiß gebadet. Du Bitchin, wer redst denn du mit mir? An anderen Ton? Oje. Was ist denn an so einem Sack Weizen schon interessant? Und außerdem, du kennst ihn doch noch gar nicht. Nein, der schwanzelt immer nur um dich rum. Der kommt immer zu Zeiten, wo ich nicht da bin. Wie? Sag einmal, hat sich die Andrea bei dir gemeldet? Na, Mama. Herrschaftszeiten, sie hat mir fest versprochen, dass sie mich gleich anruft. Die Mama. Jetzt macht er doch nicht solche Sorgen. Also wenn ich einmal heiraten sollte, lasse ich die ersten 4 Wochen bestimmt nichts von mir hören. Da habe ich dann schon was Besseres zu tun. Ach so, Bruni. Also ich glaube immer, Bruni, zwischen dem Herrn Feuerkopf und dir steckt ein bisschen mehr dahinter, wie die Waggon Kartoffeln und Weizen. He? Mann, was du schon wieder denkst. Hast du dich überhaupt schon mal nach seinen Verhältnissen erkundigt? Ich meine, Vermögen, Kontostand und so weiter. Er ist der Neffe von einem Ami. Und die Vermögensverhältnisse sind sehr gut. Ja, aber von was für einem Ami, das ist doch wichtig. Rockefeller, Bill Gates. Ich verstehe nicht, dass Sie das so interessiert. Er macht doch einen sehr netten und vertrauenswürdigen Eindruck. Und er hat immer pünktlich seine Rechnungen bezahlt. Ja, eben drum. Bruni, im Büro draußen ist ein junger Mann, der möchte ich unbedingt sprechen. Mich? Ja, dich. Er sagt, es handelt sich um ganz dringende geschäftliche Angelegenheiten. So, wer ist denn, hä? Da ist deine Karte. Na, komm, gib mal her. Natürlich, Rupert Feuerkopf. Ich sage ihm, er soll zur Geschäftszeit wieder kommen, wenn das Büro geöffnet ist, gell? Ich schicke ihn weg. Na, das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, Er ist doch unser bester Kunde. Und außerdem so ein netter Kerl, den darf man unter gar keinen Umständen wegschicken. na, unter keinen Umständen. Bruni, diesen netten Kerl, den übernimmst du. Ich muss mir noch ein bisschen flott machen, gell? Ja. Na, das kann dauern. Ich lasse bitten. Was? Also, meinetwegen. Herr Feuerkopf?
Mal sehen, wer da wem das Feuerköpfchen vertrat. Ja, bitte? Fräulein Bruni. Grüß Gott, Herr Feuerkopf. Es ist mir ein Vergnügen. Es tut mir leid, wenn ich Sie hier stören muss, aber Sie waren ja nicht im Büro. Und ich kann den Besuch wirklich nicht aufschieben. Hoffentlich sind Sie mir nicht allzu böse. Keinesfalls. Wenn's so dringend ist. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie müssen sich halt abgewöhnen, immer in der letzten Minute zu kommen. Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Das sollen's. wie könnte ich denn sonst so ungeniert mit Ihnen plaudern? Sagen Sie, warum haben Sie es denn heute früh so eilig gehabt? Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Das sollen's. um Sie zur Pünktlichkeit zu erziehen. Ja, und wenn man außerdem noch eine Hochzeit hinter sich hat? Was? Hochzeit? Fräulein Bruni, das dürfen Sie mir doch nicht antun. Ich doch nicht. Meine Schwester Andrea. Ach so. Ach Gott sei Dank. Ha, jetzt haben Sie mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Wieso denn? Dann hätten Sie halt in Zukunft bei meinem Mann bestellen müssen. Nicht um alles in der Welt. Ich hätte die Geschäftsbeziehung zu Ihrer Firma sofort abgebrochen. Oh je, da haben wir gerade noch einmal Glück gehabt. Weil so einen guten Kunden wie Sie verliert man wirklich nicht gern. Fräulein Bruni, können Sie sich denn nicht denken, warum ich so oft komme? Vielleicht ist Ihr Telefon kaputt. Kalt, Oder das Fax. kalt. Sind Sie mit unserer Ware unzufrieden? Nein, nein, alles in Ordnung mit der Ware. Also, was brauchen Sie so dringend? Ich könnte Ihnen 200 bis 300 Zentner Bruchkleesamen zum Tagespreis anbieten. Einverstanden. Schreiben Sie 200 Zentner Brusttee. Bruchklee, Ja, natürlich. Ja, ja. 200 Zentner. Nein, was Sie für zarte Hände haben. Fantastisch. Und wie wär's mit Fischmehl? Ja, einverstanden, ja. Und so wunderschöne Augen haben Sie. So sprechend, als ob Sie sagen wollten... Und wie wär's mit Melasse? Ach, Fräulein Bruni, Sie sind grausam. Ich schwärme von Ihren wunderschönen Augen und Sie reden von Melasse. Was ist denn eigentlich Melasse? Ja, erlauben Sie mal. Sie haben doch in den letzten Wochen mindestens 10 LKW-Ladungen davon bestellt. Ja, eben. Und jetzt möchte ich endlich einmal wissen, was das eigentlich ist. Ja, Sie sind gut. Ich denke, Sie sind ein großer Ökonom und haben eine riesen Schweinezucht. Schweine? Ach, damit füttert man die Schweine. Ja, und was ist Fischmehl? Damit füttert man die Kühe. Die Kühe. Und ich habe gemeint, das wäre zum Backen. Ich habe meinen Tanten je eine Kiste davon geschickt. Oh je, da werden Sie sich aber beliebt gemacht haben. Das Zeug stinkt ja fürchterlich. Aber jetzt sagen Sie mir doch bloß, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Unsummen für Dinge auszugeben, für die Sie überhaupt keine Verwendung haben? Können Sie sich das nicht denken? Nein. Fräulein Bruni, ich habe Sie vor 4 Wochen zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mich auf den ersten Blick in Sie verliebt. Nein, bitte bleiben Sie. Mein Bedarf an Futtermitteln ist für heute gedeckt. Bitte hören Sie mich an. Ich bin Ihnen heimlich gefolgt. Ich wollte wissen, wer Sie sind und wo Sie wohnen. Ich habe Ihr Firmenschild gesehen und habe mir gedacht, ist doch egal. Kaufst du eben ein paar Pfund Kartoffeln? Ach du liebe Zeit. Wie ich Ihnen gesagt habe, dass wir unsere Produkte nur waggonweise abgeben darf. Da habe ich halt bestellt. Ich habe mich doch nicht so blamieren können. Und außerdem, die schöne Gelegenheit, Sie auf diese Weise öfter zu sehen, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, ist doch egal, in was du dein Geld investierst. Und da haben Sie sich mit Melasse und Kartoffeln eingedeckt. Natürlich. Und da habe ich noch Glück gehabt, dass Ihr Vater nicht mit Grabsteinen handelt. Geh, Herr Feuerkopf. Ja, und weil ich schon gerade beim Beichten bin, habe ich Ihnen noch viel mehr zu sagen. Nein, jetzt reicht's. Für heute ist genug. Nein, noch lange nicht. Fräulein Bruni, Sie haben doch schon längst gemerkt, wie es um mich steht. Haben's doch Mitleid mit mir.
Wenn Sie nicht wollen, dass ich mein ganzes sauererbtes Vermögen in Schweinefutter anlege, dann antworten Sie mir, damit ich weiß, woran ich bin. Antworten? Aber Sie haben mich doch noch gar nichts gefragt. Fräulein Bruni, ich kann mir ein Leben ohne Sie nicht mehr vorstellen. Willst du die Frau sein, die mir mein Leben verschönert? Entschuldigen Sie, ich hab nicht gewusst, dass ein Besuch da ist, gell? Tradl, was ist, geh rein. Jakob, wir sind doch da nicht im Kuhstall. Darf ich vorstellen? Herr Feuerkopf, meine Mutter, Herr Schneebeißer, mein Onkel, Mama, Onkel Jakob, Herr Feuerkopf. Ja, sehr feurig, das hab ich gemerkt. Ja, gnädige Frau, wir hatten ja bereits das Vergnügen, freut mich. Ganz meinerseits, Herr Feuerkopf. Und das ist mein Onkel Jakob. Aha, sehr erfreut. Ja, also. Schneebeißer, mein Name. Ja, sie ist übrigens auch eine geborene Schneebeißer, meine Schwester. Sie hat halt den Stadthainer geheiratet, gell? Und Sie sind also der Bruni Expuse. Ohne Expuse taugt kein Muse, sagen wir allerweil. Ja, das ist gut, hä? Ja, das sag ich auch immer. Ohne Musi gibt's kein Gspussi. Ach so, ja. Also, ich werde jetzt mal einen Kaffee machen, gell? Na, halt, Tradl, warte mal. Du, schau her, da hat er meine Alte ein Kreicherl gebracht und frische Eier. Da hoffentlich sind jetzt keine Rühreier auf den Zusammenstoßen auf, gell? Wunderbar. Ja. Ah, halt, nimm doch meinen Hut auch gleich mit. Ja. Du, gell, und vor Salmonellen brauchst du keine Angst haben. Sowas gibt's bei uns nicht. Ja, unser Tierarzt, der leidet überhaupt kein ausländisches Viech in unserem Stall. Na. Versprechen Sie da nicht zu viel bei der Fleischerzeugung? Ich meine, mit Kälberspritzen und Schweinedoping etc. etc. Ja, wir Bauern versprechen in der Hinsicht überhaupt nichts. Aber das halten wir. Natürlich, verstehe schon. Die Welt will betrogen sein. Ja, aber meine Alte nicht, gell? Die denkt in der Hinsicht ganz anders. Oh, die darf mir sauber ins Kreuz steigen, wenn ich Du vielleicht... bist ja lustig, Onkel Jakob. Der Herr Feuerkopf ist nämlich unser bester Kunde. Ja, geh weiter. Auch Schweinezucht. Ja, natürlich. Was sagen jetzt Sie zu den momentanen Futterpreisen? Macht alles die EU so gerne. Ja, also die finde ich natürlich viel zu hoch, ja. Geil. Da kann ich ja beruhigt den Kaffeetisch decken. Ich kann Ihnen bloß sagen, scheuen Sie keine Kosten. Richtig. Ja. Weil die Hauptsache ist, dass was Gescheites rauskommt dabei, verstehen Sie? Mageres Fleisch zum Beispiel, weil Fett mag halt keiner mehr. Ja, die Doktor machen ja die Leute alle verrückt mit ihrem ewigen Cholesterin und Kalorien und zeigen übereinander. Die Leute sollen kein Fleisch mehr essen, bloß nicht Gemüse. Naja, bin ganz Ihrer Meinung. Ja, aber wo kommen wir denn da hin, wenn die Leute kein Fleisch mehr essen? Dann fressen uns die Hosen, drehen und es wollt halt überhaupt das ganze Gemüse zusammen. Und von was leben dann wir? Von der Luft? Ich sag's ja, die scheiden Doktor übereinander. Sehr geistreich. Sie, sagen Sie mal, Herr Feuerstein. Kopf. Herr Kopf. Feuerkopf. Ja, ist ja wurscht. Wie oft futtern denn Sie am Tag? Ich? Ja? Ja, 3-mal. Ja, so. Morgens Kaffee mit Müsli, dann 2 weiche Eier und Schinken. Was? Und das fressen die sein. Schweine. Also ich meine die Schweine. Ja, natürlich. Ja, die füttere ich nicht, nein. Okay, jetzt liegt er mir aber an. Ja, weißt, Onkel Jakob, der Herr Feuerkopf, der hat einen Futtermeister. Ja, geh weiter. Ja, dann sind Sie ja ganz ein Großer. Na, Herr Feuerkopf, sind Sie sich einig geworden mit meiner Tochter? Nein, leider noch nicht ganz. Sie werden das schon schaffen, gell? Ja, das will ich schwer hoffen. Gnädige Frau, ich erlaube mir dann später noch einmal vorzusprechen. Ah, Sie sind herzlich willkommen, Herr Feuerkopf. Sehr liebenswürdig von Ihnen. Meine Herrschaften, Fräulein Bruni. Auf Wiedersehen, Herr Feuerkopf. Und vergessen Sie die Melasse nicht. Nein, ich werde jemanden vorbeischicken. Auf Wiederschauen. Der halt! Einer wird China. Oh, danke. So schön, ja. Sehr liebenswürdig von Ihnen.
Schmeckt ausgezeichnet. Auf Wiederschauen. Bitte. Ist ein fescher Kerl, gell? Gell, der gefällt auch. Ja, er ist ein weit gereister junger Mann. Geh weiter. Und Reisen bildet ja, sagt man, gell? Ja, da hast du recht. Vor allem kilometerlange Staus auf der Autobahn, gell? Mein lieber Onkel Jakob, wenn du dich nicht besserst, sehe ich schwarz für dich. Okay, ja doch auf, du verliebte Gretel. Erst gestern hat unser Herr Pfarrer wieder gesagt zu mir, Schneebeißer, hat er gesagt, du bist mein bestes Pferd im Pfarrgemeinderat. Okay. Was? Ja, du machst den meisten Mist, hat er gesagt. Der Herr Pfarrer. Ach, Bruni, ich glaube, es ist Zeit, dass du meinen Kaffee und einen Kuchen holst, hä? Ja. Kaffee, Kuchen, Milch, Zucker und Melasse. Was? Bin schon dabei, Mama. Ja, das ist vielleicht eine, ja. Traudl, ich mein dabei, da werden wir bald wieder auf eine Hochzeit kommen. Okay, du kommst noch auf sowas. Geh doch auf, wenn einer solche Kalbsaugen hinmacht und so tappig daherredet, dann ist doch da oder da was los. Nein, nein. Du, meine Schwiegersöhne suche ich mir schon selber raus. Da hat mir niemand was reinzureden. Ja, da ist er her. Und dein Mann, der Gustl, der sagt dazu allem Ja und Amen. Na, der Gustl ist sogar öfter anderer Meinung wie ich, aber zu guter Letzt sieht er dann immer ein, dass ich recht hab und schließt sich meiner Meinung an. Bei der Andrea war's ganz genauso. Herrschaftszeiten, was ist denn jetzt bloß mit der Andrea los? Warum? Ach, die sind doch auf Hochzeitsreise und bis jetzt hat sie sich noch nicht gemeldet. Ja, mein Gott, was möchtest du denn da hören? Möchtest hören, wie es da zugeht? Geh weiter. Sei froh, dass du das unter der Haube hast. Geh, jetzt sei doch nicht so gefühllos, Klaffer. Du hast ja gerade so, wie wenn man froh wäre, wenn man sein Kind einem fremden Menschen anvertrauen muss. Ja, also ich war schon froh, wenn bei meinen 3 Grazien einmal einer anbeißen tat. Okay. Sei nicht so roh. Sei lieber froh, dass du die 3 kleinen Engel hast, gell? Der Jakob ist da. Jakob, geh weiter. Was nützen mir 3 Engel, wenn's kein Teufel nicht haben will? Jakob, altes Haus, sieht man die auch wieder mal, hä? Schwager, alte Hicken, wie gestern den allerweil, ha? Ja, du, zur Hochzeit hab ich leider nicht kommen können, gell? Ja, weißt du, hat die eine Kuh hat geheiratet und unseren alten Stier haben wir verkauft. Ja, und meine Alte hat die Grippe gehabt. Oh. Ja. Aber jetzt bin ich ja da, gell? Ja, jetzt bist du da, das merke ich. Was ist? Fällt's dir am Hirn, weil du so ein Gesicht machst? Ein bisschen Haarweh hab ich, weißt. Gestern bei der Hochzeit, die 13. halbe mal schlecht gewesen sein. Aber wie geht's denn dir immer, hä? Ja. Du alter, notleidender Ökonom. Ja, danke der Nachfrage. Es geht mir wieder ein bisschen besser. Ja. Aber noch lange nicht so gut wie damals, was mir noch schlecht gegangen ist. Naja, aber was hilft das ganze Jammern? Bringt ja nichts, gell? Sag mir lieber, deine Frau, meine Schwester, spult sie, ist alles in Ordnung? Bestens, läuft wie am ersten Tag. Geh. Ja, wenn ich das sag. Nur das letzte Wort will sie immer haben. Ja, sei froh. Die meine will immer die letzte Mark von mir. Ja, das gibt's ja schon mal in meinem Alter. Na, so alt kann die Mädchen glaube ich gar nicht werden. Gib die Hoffnung nicht auf, Jakob. Geh. Du bist doch der geborene Optimist. Na schon. Ja, okay, aber was anderes. Wir zwei, wir gehen doch heute noch fort miteinander, oder? Das möchte ich aber schwer hoffen. Mein Lieber, wir lassen heute die Sau raus. Weißt du was, wir gehen in ein Lokal so mit rotem Licht und mit Reizwäsche-Vorführungen. Heute lassen wir so richtig krachen. Weißt du, wo wir hingehen? Wo? In die Rote Katz. Du, da ist was geboten. Hört sich gut an, da bin ich dabei. Du, aber gibt's da dann schon so Balkone und so? Das glaubst du, oben ohne. In der Mitte nicht viel. Genau. Und Kurven, sag ich dir, Kurven. Zackiger wie die Zugspitze. Ja, da bin ich dabei. Weißt du, trägt eine Frau die Bluse offen, kannst du auf frohe Stunden hoffen. Du bist vielleicht
der Leute draufgegangen ist. Naja, wir sind mal heute bei der Tante Clara eingeladen, aber das kriege ich schon. Auwe. Da bin ich aber neugierig, wie du das schaffen möchtest. Brauchst gar nicht so spöttisch lachen. In meinem Haus geschieht immer das, was ich will. Ja, das hat deine Frau auch gerade gesagt. Sie hat gesagt, dass du am Schluss immer noch du nachgibst. Das ist doch mein Trick. Hä? Willst du mir das nicht ein bisschen näher erklären? Pass auf, Janke, meine Waltraud ist die Seele von einem Menschen. Ja. Aber der geborene Widerspruchsgeist. Sag ich ja, sagt sie mit Sicherheit nein. Ja, wie alle Weiber. Wenn ich aber was durchsetzen will, behaupte ich immer das Gegenteil von dem, was ich denke, und schon habe ich gewonnen. Ja, das ist ja nicht schlecht, du. Und das hat er nie versagt. Noch nie. Du kennst doch meinen Schwiegersohn, du hast doch kennengelernt, den Studienrat, den Eugen Färber. Ach so, ja, freilich, ist ein zünftiges Haus, der. Hat man vielleicht zweimal das Bier gezahlt. Oh, ein netter Mensch, gell? Geh, aus ihm und der Andrea wäre doch nie so ein glückliches Paar geworden, wenn ich nicht immer dagegen gewesen wäre. Ich hab doch gleich gespannt, dass das der ideale Mann für meine Tochter ist. Also habe ich so lange auf ihn geschimpft und gewettet, bis meine Waltraud gesagt hat, die Andrea heiratet den Eugen und wenn ich mich auf den Kopf stellen würde, ändert das nichts an der Tatsache. Also habe ich halt nachgegeben. Ja, du bist vielleicht ein raffinierter Bazi, du. Du, da bin ich neugierig, ob wir heute zur Tante Clara müssen oder ob wir in der Roten Katze miauen dürfen. Lass dich überraschen. Bitte. Und da gibt's einen Kuchen dazu. Bitte schön zugreifen. Ja, da brauchst du mich nicht zwingen dazu, gell? Fühl dich ganz wieder heim. Ja, gell, Jakob? sowieso. Ja, also Jakob, ich hab dir Bescheid gesagt, gell, das tut mir furchtbar leid. Das kann man leider nicht mehr ändern. Also, reden wir nicht mehr drüber. Die Sache, die ist erledigt, gell? Was ist erledigt? Ach ja, wegen heute Abend. Da sind wir alle bei der Tante Clara eingeladen. Das weißt doch, was ich meine. Freilich weiß ich das. Du hörst das, gell, ja? Warum? Hättest du was anderes vorgehabt? Ja, er wollte vielleicht mit mir ein bisschen fortgehen, auf ein Bierli oder auf ein Glas Wein, aber ich habe ihm gleich gesagt, dass das nicht geht. Weil diesen netten Abend im intimsten Kreis der Familie, den lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Du bist ja ganz versessen auf die Tante Clara, Papa. Ja, aber ganz so wichtig ist das auch wieder nicht. Und wenn sich der Jakob amüsieren will, dann tust du ihm halt den Gefallen und gehst mit ihm. Also ich verstehe nicht. Da hat sich diese alte Dame in Kosten und Mühen gestürzt, verstehst das du? Hat ein paar Kilo Müsli heimgetan, ein paar Quadratmeter Sojafladen gebacken. Jakob, den muss probieren, der schmeckt herrlich, sag ich dir, herrlich. Ja, pfui Teufel. Nein, das können wir dieser alten Dame wirklich nicht antun. Ich weiß gar nicht, warum du da so aufregst. Ja, das soll man sich nicht aufregen. Das soll man sich vielleicht nicht aufregen. Da freut man sich schon seit Wochen auf einen netten Abend. Endlich wieder einmal schwarzer Bäder spielen. Und selbst das ist einem dann nicht vergönnt. Bitte, dann geh ich halt allein zur Tante Clara. Nein, das tust du nicht. Herrschaft, Zeiten nun. Der Jakob ist doch dein Gast. Und da hast du gefälligst auf seine Wünsche Rücksicht zu nehmen. Und wenn er sich amüsieren will, dann gehst mit ihm und damit basta. Also bitte, wenn du es unbedingt so haben willst, Waltraud, dann... Mensch, dann gebe ich halt um des lieben Friedens willen noch, aber die Tante Clara tut mir wirklich leid. Na? Habe ich dir zu viel versprochen? Nein, jetzt hab ich's mit eigenen Ohren gehört, gell? Es geschieht nur, was du willst. Ja. Telefon im Büro, ich geh schon. Weißt du ja. Ach ja. Wenn ich jetzt dran denkt, dass uns die Bruni auch bald verlassen wird. Oh, bitte, keine Tränen, der Kaffee, der ist sowieso schon so dünn. Ach so bleibt das. So ein Mann hat doch gar keine Ahnung, was eine Mutter alles erduldet, wenn sie ihr Kind einem wildfremden Menschen anvertrauen soll. Ja, also unsere Mutter war recht vergnügt, wie die der Gustl endlich geheiratet hat.
lass doch die dummen Witze. Waltraud, ich weiß gar nicht, was du hast. Der Eugen, der passt doch auf sie. Mein Gott, die Kinder sind jetzt irgendwo in Italien am Meer. Geh weiter, sind die beim Fischen? Na, nach Venedig, da wollten sie die erste Nacht verbringen. Auf der Seufzerbrücke seufzen. Wird doch nichts passiert sein. Mein Gott, was soll denn schon passiert sein? Ja. Und das, was vielleicht passiert ist, das werden's dir kaum hertelefonieren. Für so blöd brauchst du es nicht holen. Ja, ich sag ja. Bin ja bloß froh, dass der Andrea, ihr Mann, so ein verständnisvoller und sympathischer Mann ist. Der hat seine Jugendjahre nicht wie so andere Männer mit Weibergeschichten vergeudet. Ein schöner Depp. Also, ich glaube sogar, dass der noch nie eine Liebschaft gehabt hat. Ja, geh weiter. Gibt's denn sowas? Ja, der Herr Studienrat ist ein Mustergatte. So sagt er jetzt. Ja. Den hättest du mal hören sollen, wie der gegen diesen Schwiegersohn geschimpft hat. Kein gutes Haar hat er an ihm lassen. Ja, Waltraud, da muss ich dir recht geben, ja. Aber du hast mich überzeugt und ich bin froh, dass ich dir nachgegeben habe. So, habt's mir noch einen Kuchen übrig lassen? Ja, freilich. Hat die Andrea angerufen? Nein, Mama. Da hätte ich dich doch sofort geholt. Der Herr Feuerkopf hat noch eine Bestellung durchgegeben. Schon wieder? Was wollt ihr denn diesmal? Einen Waggon Kartoffeln, 20 Zentner Fischmehl und nach der Maisqualität hat er sich erkundigt. So was für ein Geschäftsmann, gell? Die Bruni ist ein Verkaufsgenie. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir unser Lager vergrößern. Ja. Und du meinst, dass der wirklich nur wegen dem Schweinefutter da ruft und herkommt? Ja, wegen was denn sonst? Das meine ich aber auch, Onkel Jakob. Nur deswegen. Ja, ich glaub das ja, Madel. Ich halt mir an Hund auch bloß wegen die Flehe. Ja. Jakob, wenn es dann unbedingt sein muss, dann müssen wir uns halt langsam fertig machen. Ja, gell? freilich. Ja, also, ich war ja wirklich viel lieber zur Tante Clara gegangen, gell? Aber jetzt mache ich halt meinem Jakob die Freude. Du, das funktioniert ja wirklich. Ja, logisch. Aber rasieren brauchen wir nicht. Nein, geh weiter, komm, Jakob, geh mal. Schade, wirklich. Ja, die Tante tut mir leid. Arme Tante Clara. Oh, Mama, jetzt macht er doch nicht immer solche Sorgen um die Andrea. Schau, die ist jetzt bestimmt im 7. Himmel und denkt überhaupt nicht an daheim. Meinst wirklich? Hoffentlich hast recht. Aber komm, lass uns da abräumen. Ach, wenn ich einmal so einen Mann kriegen hätte wie die Andrea. Ja, da könnten wir unserem lieben Gott danken für seine große Güte. Du brauchst dich nie mehr blicken lassen bei mir. Moment einmal. Aber das ist doch die Andrea. Andrea! Was hat er Was gesagt? machst denn du schon mal? Andrea, das gibt's doch gar nicht. Andrea, was ist denn los? Andrea! Ja, was ist denn passiert, dass du schon da bist? Ach, frag mich nicht, Mama. Habt ihr einen Unfall gehabt? Ja, aber nicht mit dem Auto. Mit der Gondel. Er hat mich betrogen. Was? In der Hochzeitsnacht. Ja, mit so einem billigen Zimmermädel. Nicht möglich. Doch nicht in der Besenkammer. In unserem Hotelzimmer. Ich hab ihn auf frischer Tat erwischt. Ach, ich lass mich scheiden. Ach, Andrea, warn doch nicht. Komm, Andrea, geh mal ins Büro. Da herin ist nicht der richtige Ort für so intime Aussprachen, gell? Oh, mein armes Kind. Ich lass mich scheiden. Jawohl. Aber zuerst trinkt man Schnaps auf den Schreck. Andrea! Eugen, du bist das. Servus. Oh, Eugen, was ist denn los? Dass du schon da bist? Ist was passiert? Ja, Stell dir erst einmal das Gepäck ab. Habt ihr einen Unfall gehabt? ja, Ja, wo? im Bett. Im Bett? Ei.
Ja, das darfst du nicht überbewerten, weißt du? Das soll zwar in der Hochzeitsnacht nicht vorkommen, aber so tragisch ist das auch wieder nicht. Doch, Schwiegerpapa, das ist sehr schlimm. Ganz schlimm. Und ich kann überhaupt nichts dafür. Ich habe mir solche Mühe gegeben, aber es hat einfach nicht geklappt. Auwe, dann ist vielleicht an der Andrea gelegen, hä? Nein, an der falschen Planung. Ich bin da einfach noch zu unerfahren. Ich habe alles falsch gemacht. Ach, das wird schon wieder. Komm, jetzt setz dich mal gemütlich her. Setz dich her und erzähl mir mal alles schön der Reihe nach. Hey, das kann ich nicht, Schwiegerpapa. Das ist so schockierend. Damit habe ich nie gerechnet. Das habe ich nie erwartet. Sie ist so enttäuscht von mir. Dabei kann ich gar nichts dafür. Glaub mir, Schwiegerpapa, ich war so überwältigt. Ich habe mich so gefreut. Und dann... Dann der Versager, gell? Ja. Das ist nicht so schlimm, weißt du, das ist von Mann zu Mann verschieden, aber das gibt sie schon wieder. Hoffentlich. Ja. Glaubst du, dass Andrea so vernünftig ist? Ja, weißt du, mit Vernunft hat es eigentlich sehr wenig zu tun, aber ich werde die Andrea aufklären und werde sagen, dass das alles wieder gut wird. Willst du das wirklich für mich tun, Schwiegerpapa? Ja. Ich bin dir sehr dankbar. Und ich verspreche dir, dass es nie mehr vorkommen wird. Nie mehr werde ich im Dunkeln ins Bett gehen. Glaubst du, dass es am Licht gelegen hat? Natürlich. Ich habe sie ja nicht gesehen und habe mir gedacht, das kann nur sie sein. Ich hatte doch keine Ahnung, dass ich mich so blamiere. Ich bin fertig. Glaube, Schwiegerpapa, solche Situationen werfen den stärksten Mann um. Was ist, Gustav? Bist fertig? Ja. Die rote Katze miaut. Wie schaut denn der drin? Das ist mein Schwiegersohn. Hä? Ein Versager. Geh weiter. Wo hat er denn versagt? Im Bett. Auwe. Sehr peinlich, aber Ja. ich kann nichts dafür. Geh, das sagen's alle. Weißt du was, Gustl? Den nehmen wir mit in die rote Katz zu einer Aufklärungsnacht. Das ist eine gute Idee, Geil. jawohl. Jetzt werden wir unseren Frauen zeigen, was in uns steckt. Glaubst du, Schwiegerpapa, dass ich für die rote Katze der Richtige bin? Das wird sich herausstellen. Auf geht's. Mietzen, wir kommen. Dass mir sowas passieren muss. Ja, war ich doch bloß zur Tante Clara gegangen und hätte Schwarzer Peter gespielt. Meine Brieftaschen, mein Führerschein, meine ganzen Papiere sind weg. Das wäre immer noch schöner. Wenn das jemand erfährt, dass ich in der roten Katz war, dann bin ich ruiniert. Dann bin ich weg vom Fenster. Hey, du Saubauer, du! Du hast mich ruiniert, hey, hörst du? Hey! Mausi, mein Glühwürmchen. Mensch! Ich bin nicht dein Mausi und dein Glühwürmchen. Ich bin's, dein Schwager Gustav. Was schreist du denn so an? Da soll man vielleicht nicht schreien, wenn du in aller Seelenruhe schlafst, während ich in aller Herrgottsfrühe auf einem Pulverfass sitze. Da geh doch grad runter, nicht dass es explodiert, gell? Mensch, Jakob, begreif doch. Was denn? Wir haben's bei Brieftaschen gestohlen. Oder ich hab's in diesem Etablissement liegen lassen. Mein Gott, bist du ein Stümper, ha? Hast denn denen nicht nur Geld da lassen? Musst du ihnen da die Brieftaschen auch noch schicken? Schwager, mit dir kann man sich nur blamieren. Ach doch nicht so blöd. Als wenn es vielleicht alles so lustig wäre. Ja. Als wenn du nicht meine Frau kennen würdest. Ja, deswegen muss ich ja so lachen. Da schau mal her, da schau her. Meine Brieftasche ist da muss man halt aufpassen, nicht? Hey, du! Ja, mein Mausi. Mein Da Glühwürmchen.
Schwägerchen, hör auf. Mach auf und schau nach, ob's deine Brieftaschen noch hast. Wie bitte? Eugen, schau nach, ob du deine Brieftaschen noch hast. So, ja. Ja, komm. Ja, da habe ich sie hier. Oh, Gott sei Dank. Oh, kein Scheinchen ist mehr drinnen. Sie ist leer. Mein Gott, mit euch kann man sich wirklich nur blamieren. Das nächste Mal gehen wir ins Kasperltheater, hast du gehört. Aber, mein lieber Gatters. Also, für eine reifere Unterhaltung seid ihr zwar total unfähig. Mein ganzes Geld für die Hochzeitsreise ist weg. Das auch noch. Was denn noch, Der Schwiegerpapa? Herr Feuerkopf hat angerufen, er hat gesagt, er kommt ja noch vorbei, möchte mich persönlich sprechen in einer wichtigen, privaten Ja, Angelegenheit. ist das der Schweinezüchter da? Ja, das ist doch mein allerbester Kunde. Aber ich glaube, der interessiert sich neben dem Geschäft auch sehr stark für meine Bruni. Und du kennst ihn gar nicht persönlich, dass er sich vorstellen kommen muss? Ich hab ihn eben noch nie persönlich kennengelernt. Die Geschäfte hat immer die Bruni mit ihm abgewickelt. Nein, Oh, und die Weiber kommen, sitzen. Das jüngste Gericht. dazu habe ich mich entschlossen und dabei bleibt. Ich bin ja ganz deiner Meinung, Andrea. Andrea, mein Liebling. Sprechen Sie mich nicht mehr an, mein Herr. Ich kenne Sie nicht mehr. Schwiegermama, hör du mir wenigstens zu. Sprechen Sie mich nicht mehr an, mein Herr. Ich kenne Sie nicht mehr. Aber Walter, das spielt doch nicht so. Das ist doch der Eugen, unser Schwiegersohn. Schau, auch dem größten Verbrecher muss man doch Gelegenheit geben, sich zu verteidigen. Ja, diese Gelegenheit soll der Herr reichlich bekommen. Aber vor Gericht, wie jeder Verbrecher. Ich bin ein Verbrecher. Jawohl, Also komm, jetzt übertreibt's aber ein bisschen. Ha? ganz und gar nicht. Wir gehen jetzt zum Rechtsanwalt und reichen die Scheidung ein. Die Scheidung. Kinder, komm jetzt seid doch vernünftig. Jawohl, die Scheidung. Von Tisch und Bett. Hast du das gehört, Schwiegerpapa? Scheidung von Tisch und Bett. Ja, dabei hast du vom Bett noch gar keinen Gebrauch gemacht, gell? Und werde schon dafür bestraft. Ist das nicht entsetzlich? Was soll ich denn jetzt tun? Also ich kann's einfach nicht verstehen, dass man in der ersten Nacht schon so daneben hauen kann. Ja, aber ich bin doch vollkommen unschuldig. Schwiegerpapa, versteh mich doch. Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung gehabt. Da ist es ihm so gegangen, als wie dem Regenwurm, der einmal in eine Spaghetti-Schüssel reingeschaut hat. Der hätte genauso gesagt. Was hätte denn der Regenwurm gesagt? Oh la la, Gruppensex. Lass doch deine blöden Witze mal. Ich trinke nie mehr Alkohol. Oder nicht mehr, wie du vertragst. Sag einmal, Eugen, wie hast denn du sowas machen können? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin vollkommen unschuldig. Er ist unschuldig, er ist unschuldig. Jetzt mach mich bloß nicht narrisch. Hat dich deine Frau mit einer anderen erwischt, ja oder nein? Ja, Die Katze lässt das Mausen nicht. aber wenn ihr wüsstet, wie ich dazu gekommen bin. Dann sag uns heute mal endlich, wie es war. Ja, das meine ich auch. Jetzt red halt einmal endlich dann. Du, aber ich glaube, du brauchst einen Schnaps. Ja, gut. Ja. So. Ja, also, Es war nichts. Überhaupt Na, nichts. komm. Deine ganzen Ausflüchte und Beteuerungen ändern nichts an der Tatsache, dass du deine dir angetraute Ehefrau schon in der ersten Nacht betrogen hast. Nein, das habe ich nicht. Jetzt hör mir halt zu. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ehrenwort, ja natürlich. Ehrenwort von einem Mann ohne Ehre, dass er nicht lacht. Gustav, bleib cool. Komm, trink mal einen Schnaps. Nein, nie wieder Alkohol. das macht nichts, dann trinken nie. Eugen, komm jetzt. Eugen, schenk uns jetzt endlich mal reinen Wein ein. Ich hab bloß einen Schnaps. Ja, also es ist alles bestens gelaufen. Nur kurz nach der Grenze. Da haben wir unvorhergesehen Pech gehabt. Eine Lawine ist abgegangen und hat uns von der Außenwelt abgeschnitten. Uns blieb also nichts anderes übrig, als dort zu übernachten. In der Lawine. Nein, in einem Hotel. Ja, Hast du weiter kein Unglück? ja, bis jetzt. Aber als wir ins Hotel kamen, war bereits alles überfüllt. Nachts um 2 sind wir noch obdachlos in der Hotellounge gesessen. Wo? Im Aufenthaltsraum. Ich war total nervös. Andrea hat geweint.
Und dann hat endlich die Hotelbesitzerin für unsere Lage Verständnis aufgebracht und hat sich uns erbarmt. Hosianna! Sie hat dann die Andrea mit auf ihr Zimmer genommen und mir haben sie unterm Dach ein kleines Mansardenstückchen zugeteilt. Der Oberkellner, der es sonst bewohnt, wurde umquartiert. Schöne Hochzeitsreise. Ja, und dann hat also quasi jetzt von euch extra geschlafen. Ja, wie denn sonst? Aber auf alle Fälle habe ich mit Andrea ausgemacht, dass ich meine Zimmertür nicht zusperre. Ja, und weiter? Dann habe ich mir meinen seidenen Schlafanzug angezogen. Was? Ja, den habe ich mir extra für die Hochzeitsreise gekauft, habe die Kerzen gelöscht und habe voll Sehnsucht im Herzen auf meine kleine Frau gewartet. Soweit alles normal. Na, finde ich nicht. Ich hätte die Kerzen nicht ausgemacht. Da bin ich nun da gelegen. Stunde um Stunde ist vergangen. Da plötzlich höre ich leise Schritte. Die Tür öffnet sich. Es huscht jemand ins Zimmer. Im nächsten Augenblick schlingen sich zwei weiche Frauenarme um meinen Hals und ich fühle brennende Küsse auf meinen Lippen. Ja. Da brauche ich nur einen Schnaps. Das Weitere kann ich mir denken. Ja, na war ja soweit alles in Ordnung, oder? Ja, eben nicht. Auf einmal ging das Licht an und an der Tür steht Andrea, meine Frau. Gut. Was denn? Ich denke, die liegt bei dir im Bett. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber die Frau, die ich in meinen Armen hielt, war eine total wildfremde Person. Also Kostverächter ist der keiner, mein Lieber. Jetzt geht mir ein ganzer Kronleuchter auf. Andrea schreit auf, starrt mich entsetzt an und rennt auf und davon. Ja, und die andere? Schreit auf, starrt mich entsetzt an und rennt auf und davon. Ja, na Prost. Ist dann weitergegangen? Tja, das war das Zimmermädchen. Die Braut von Oberkellner. Oh. Ja, die hat ja von diesem Wechsel nichts gewusst. War die Wechseljahre? Ja. Ja, das ist gut. Ja. Du, da ist ihm so gegangen wie ein Schulfreund von mir, der hat immer in der Schule Rhein und Main verwechselt. Und später dann Dein und Mein. So ist es ja mal gegangen. Mein Lieber, diese Geschichte, die glaube ich ist wohl einmalig in diesem Jahrhundert. He? Ja, und wie ist dann weitergegangen? Der Andrea ist natürlich sofort auf und davon. Schon wieder? Ja, das kannst du nicht verübeln, wenn sie dich in der ersten Nacht schon mit einer Braut von einem anderen erwischt. Ja, aber ich kann doch gar nichts dafür, Schwiegerpapa. Komm. Du musst Andrea und Mama alles erklären. Ja, wie dieser Irrtum zustande gekommen ist. Dass es nichts weiter war als ein unglücklicher Zufall. Komm, das glaubt uns doch keine Frau und die meine ich schon gleich gar nicht. Und wenn ich für dich jetzt weiterhin eintrete, dann gerate ich selbst auch in ein schiefes Licht. Das ist ja zum Verrücktwerden. Ja, das hat die Liebe so an sich. Du Papa, die Polizei hat gerade angerufen. Du sollst unbedingt noch im Laufe des Vormittags wegen deinem Führerschein vorbeikommen. Da stimmt was nicht. Polizei? Wieso, was soll denn mit meinem Führerschein nicht stimmen? Den habe ich schon vor 40 Jahren gemacht, fehlerfrei. Jetzt Schicksal nimmt einen Lauf. Holz mei. Das hat ja nichts mit deiner Fahrprüfung zu tun. Die haben heute Nacht einem Betrunkenen einen Führerschein abgenommen. Und bei genauer Überprüfung der Personalien hat sich herausgestellt, dass das dein Führerschein ist. Das ist aber komisch. Das wird ja langsam unheimlich, ha? Und sonst noch was? Ja, der Herr Feuerkopf kommt doch gleich vorbei. Das weißt doch. Ja, ich weiß, in einer wichtigen privaten Angelegenheit will er mich sprechen. Ja, natürlich. Ja, also Papa, wenn du eine Verhandlungshilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, natürlich. Ich weiß ja, wo ich dich finde, nicht? Ja, und was machen wir denn jetzt? Ja, vor allem nicht in die Hosen, Gustl. Ah, du hast leicht reden. Soll ich vielleicht sagen, wo sie mir meine Brieftaschen gestohlen haben? Ich kann doch nicht einmal gerichtlich gegen diesen Dieb vorgehen. Hey, wer weiß, was da noch alles dahinter steckt. Das gibt ja eine Familientragödie bittersten Ausmaßes. Wenn sich jetzt die Polizei auch noch einschaltet. Schwiegerpapa, wie hat das nur passieren können? Mei. Da frage nicht den Schwiegerpapa, da müssen wir alle drei aktiv werden. Wie stellst du denn das vor? Keine Angst, noch ist Polen nicht verloren. Du kannst ja Schmarrn daher. Wir sind geliefert, siehst du denn das nicht ein? Dann müssen wir halt im Untergrund arbeiten, verstehst? So mit Mafia-Tricks und so.
Wenn das meine Schüler erfahren. Wieso, was geben das deine Schüler an? Das sind doch Familienangelegenheiten. Ja, aber die Rote Katze, das ist doch ein öffentliches Lokal. Ja, die ist sogar so öffentlich, dass deine Schüler wahrscheinlich besser kennen wie du. Und wenn die erfahren, dass du auch dort verkehrst, dann hast du bei denen einen Stein im Bett, im Brett. Aber nicht bei meiner Frau. Ich bin ganz deiner Meinung, Andrea. Andrea, jetzt lass dir die Sache halt erklären. Ich mag die überhaupt nicht mehr sehen. Aber Kinder, man wird doch noch miteinander reden können. Nein, nicht mit uns. Das wird alles der Rechtsanwalt erledigen. Traudel, das kostet doch bloß einen Haufen Geld. Und der Eugen erledigt die Geschichte ganz umsonst. Sicher, bei dem Herrn ist ja alles umsonst. Komm, Mama, wir gehen, ich mag ihn gar nicht mehr sehen. Ja, also, Eugen, das hätte ich nie von dir gedacht. So, jetzt ist die Katastrophe perfekt. Jakob, wo du bist, ist das Unglück nicht mehr weit. Der Meinung bin ich auch. Mein Gott, wie man nur so ängstlich sein kann, ha? Ja, was glaubst denn du, wenn wir mit dem Viehhandel einen Stier verladen, wie der rumhaut? Da sind auch eine Weiber gar nichts dagegen. Du Papa, Ja. der Herr Feuerkopf hat gerade noch einmal angerufen. Ja, wieso? Kommt er nicht? Doch, warum soll er nicht kommen? Nein, weil er halt angerufen hat, haben wir gedacht, gell? Der Rupert, das ist der Herr Feuerkopf, hat gesagt, er kommt ein bisschen später. Und dann hat er mir eine ganz lustige Geschichte erzählt. So. Ja, er war nämlich gestern per Zufall in der Roten Katz. Und was er da erlebt hat, na, ich lach mich kaputt. Ja, wieso? Was gibt's denn da zum Lachen? Da waren 3 so Typen, 2 ältere und ein jüngerer. Der Rupert hat sie sofort erkannt. Was? Er erkannt mit dem Namen? Na, nicht mit Namen. Er hat nur sofort erkannt, dass die 3 zum ersten Mal in so einem Lokal waren. Das stimmt. Niemals wieder. Jetzt hört's mir heute mal zu. Ja, wir sind ganz ohr. Ist ja höchst interessant, gell? Ja, und der eine Alte, der war so besoffen, dass er auf alle 4 durchs Lokal gerabelt ist. Und stellt euch doch bloß einmal vor, wie das ausgeschaut hat. Ja, das wissen wir. Und der andere Alte, der war so besoffen, dass er sich den Sekt statt in Mund in Hemdkragen reingeschüttet hat. Stimmt ja gar nicht, die war ja gar nicht nass. Ich mein, Du doch nicht, Papa. Der andere Alte in der Roten Katz. Du warst doch nicht in der Roten Katz. Das warst du manchmal daher. ja, aber die machen mich jetzt ganz nervös, die zwei, Ja, gell? und was hat der Jüngere gemacht? Der war völlig deprimiert, untröstlich war und keiner hat gewusst, warum. Ich schon. Ich wollte sagen, ich kann mir schon denken, warum. So, und dieser Herr Feuerkopf, der fand das so lächerlich. Ja, ist denn das nicht lustig, Papa? Das finde ich absolut nicht lustig. Wieso kommt überhaupt so ein junger Mann dazu, in so einem Lokal zu verkehren? Ja, das finde ich äußerst ordinär und geschmacklos von dem. Und so einen Windhund möchtest du uns ins Haus bringen? Auf diese Bekanntschaft lege ich überhaupt keinen Wert. Und ich verbiete dir, dass du mit diesem Menschen überhaupt weiter verkehrst. Jawohl, sehr richtig. Papa, was regst du denn so auf? Da soll man sich vielleicht nicht aufregen, wenn man sowas erfahrt. Er ist ja nicht freiwillig dahingegangen. Sein Erbonkel hat ihn aus geschäftlichen Gründen dahin geschickt. Ja, Frauenle. Ausreden haben solche Burschen immer gleich bei der Hand. Ja. Geh. Jakob, das sagst du auch. Das ist keine Ausrede. Sein Onkel will das Lokal kaufen. Oh, sehr gut. Nein. Und da hätte sich der Rupert informieren sollen, wie es da so zugeht. Weiter nix. Und das hat er gemacht. Ja, und das genügt mir. Mir auch. Das wird er sein, mein Rupert. Papa, sei du bloß recht nett zu ihm. Ja, Falli, nicht wer soll zu dem hinausschmeißen werden. Was machen wir jetzt? Am besten machen wir uns unsichtbar. Weil der darf uns auf keinen Fall erkennen, weil aber sonst sind wir geliefert, das sag ich. Also ich verschwinde auf alle Fälle einmal. Wenn das meine Andrea erfährt. Mei, wenn das meine Alte erfährt. Ja, bitte. Gustav, ihr seid doch so nett. Lass das Auto waschen und fahr die Andrea und mich in 2 Stunden nach München, gell? Selbstverständlich, jawohl. Wieso? Jetzt schick die, mach die fertig. Nein, ich hab keine Zeit. Ich hab einen ganz wichtigen Termin. Ich kann nicht fahren. Soll doch die Andrea fahren? Das geht nicht. Die ist zu aufgeregt. Ja, dann fahr du selber. Das geht auch nicht. Bin auch zu aufgeregt.
Die sind gut aufgeregt, sind alle, was da denn ich sagen? Oh je, oh je, oh je. Mein Gott, wenn das gut ausgeht, dann stift ihr Kerzen. Oh je. Du, Rupert, mein Papa ist ganz empört, dass du in so einem Lokal verkehrst. Pass bloß auf, der schmeißt dich hinaus. Ach, hab doch keine Angst. Dein Vater wird sich hüten, einen Mann wie mich rauszuwerfen. Wie kannst du das mit so einer Sicherheit behaupten? Du kennst ihn doch noch gar nicht. Das macht doch nichts. Er wird mich so kennenlernen, dass er mich nie mehr vergisst. Verlass dich drauf. Na, hoffentlich täuscht dich da nicht. Hab doch keine Angst. Ich habe nämlich Argumente. Allerdings, wenn du wieder ein paar Waggon Kartoffeln kaufst, kannst mein Papa bestimmt weich kochen. Also Kartoffeln habe ich für heute genug. Es gibt Dinge, die besser ziehen als Kartoffelbrei. Meinst du nicht? Oh, Entschuldigung. Andrea, bleib doch. Also ich möchte absolut nicht stören. Nein, Sie stören wirklich nicht. Darf ich vorstellen? Herr Rupert Feuerkopf, unser bester Kunde. In Sachen? In Sachen Getreide, Melasse, Fischmehl und andere Sachen. Ja, das habe ich gemerkt. Freut mich, dass ich Sie jetzt auch persönlich kennenlerne. Die Freude ist ganz meinerseits. Darf ich mir erlauben, Ihnen noch nachträglich zum schönsten Fest des Lebens zu Ihrer Hochzeit zu gratulieren? Danke, aber das ist kein Glückwunsch wert. Sie können mir bereits Ihr Beileid aussprechen. Ach, das tut mir aber leid. Ist Ihr Mann während der Hochzeitsreise verunglückt? Ja, so ähnlich. Ehekrise, erzähl das später. Andrea, was wolltest denn du? Konnte der Papa ausrichten, dass er nicht fahren braucht. Ich habe mir's anders überlegt. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, dann hol jetzt an Papa. Und nicht nachgeben. Worauf du dich verlassen kannst. Papa, kommst du bitte schnell mal? Ja, was ist los? Ach, Sie sind wohl dieser Herr Feuerkopf. Ja, das bin ich. Habe ich das Vergnügen mit Herrn Gustav Baumann? Na, ob das ein Vergnügen für Sie wird, das wird sich erst noch rausstellen. Ja, also ich komme heute nicht als Kunde, sondern aus zwei anderen Gründen. Aha. Und die wären? Der erste Grund wäre, Herr Baumann, ich bitte Sie hiermit um die Hand Ihrer Tochter. Was? Sind Sie noch bei Sinnen? Meine Tochter kommt aus einem anständigen Haus und Sie verkehren in der Roten Katz. So, woher wissen Sie denn das? Ich hab's doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie? Nicht mit meinen eigenen Augen. Meine Tochter hat mir's gesagt, nicht? So, und was hat sie Ihnen gesagt? Das von der Roten Katze und das genügt mir. Leute, die dort verkehren, haben in so einem anständigen Haus wie dem unseren nichts zu suchen. Ja, aber wenn Sie was bringen. Was wollen denn Sie auf dem Gebiet noch bringen? Ach, Entschuldigung, Telefon. Papa, sei du nett zu ihm, ich sag's dir. Ja, und das wäre eigentlich mein zweiter Grund. Ich wollte einem Herrn Gustav Baumann seine Brieftasche wiederbringen, die er in der Roten Katze vergessen hat. Aber nun stelle ich fest, dass Sie das unmöglich sein können als hochanständiger Mensch. Ja, es muss sich hier wahrscheinlich um einen Namensvetter handeln. Naja, ich werde dann die Brieftasche zur Polizei bringen. Aber bleibst doch da! Was interessiert denn die Polizei meine Brieftasche? Herr Baumann, ich bin ein ehrlicher Mensch. Und ein ehrlicher Mensch bringt fremdes Eigentum zurück. Da kann mich niemand davon abhalten. Aber bleibst doch da, machen's keine Dummheiten. Dummheiten nennen Sie so etwas. Also, Herr Baumann, ich bin entsetzt über Ihre Moral. Ja, jetzt bleibst doch da. Reden wir doch einmal vernünftig miteinander. Ich mache Ihnen in Zukunft einen soliden Preis für Kuhkorn und Melasse und die Sache ist erledigt, nicht? Moment, Was haben Sie denn? machen Sie bitte noch mal Ihren Mund auf. Sind Sie Zahnarzt? Nein. Ja, die beiden Goldzähne. Ja, natürlich. Ja, die sind mir gestern schon beim Lachen aufgefallen. Wo hätte ich gestern gelacht, hä? In der Roten Katze. Ja, natürlich sind Sie's. Ja, jetzt bin ich mir sicher, dass Sie Herr Gustav Baumann sind. Ja, also, dann geben Sie mir meine Brieftasche wieder. Moment, so einfach geht das wieder nicht. Dann sagen Sie mir Ihre Forderungen. Ich habe eigentlich nur eine und die kennen Sie. Was wollen Sie? Wenn Sie uns Ihr Ja-Wort geben, dann können Sie auch Ihre Brieftasche haben. Na, wie wär's? Sie sind ein Erpresser. Wie käme ich denn sonst zu meiner Bruni und Sie zu Ihren Papieren?
Also gut, Sie sollen meine Tochter haben. Abgemacht. Und Sie Ihre Papiere. Abgemacht. Es ist ja wirklich schade, dass wir uns nicht schon viel früher kennengelernt haben, gell? Ja. Also, ich habe Sie auch vom ersten Augenblick an gleich sehr sympathisch gefunden. Ja, ich Sie noch mehr, ja. Bitte, dann nehmen wir doch Platz. Ja, danke. Ja, bitte. Schade. Wir hätten uns normalerweise schon viel früher kennenlernen sollen. Aber das haben wir doch schon. Gestern in der Roten Katze. War doch sehr lustig, oder? Ja, finden Sie? Ja, also ich weiß nicht, also dass ich da meinen zukünftigen Schwiegersohn kennenlerne, hätte ich nicht gedacht. Also den besten Eindruck macht das gerade nicht von Ihnen. Von Ihnen aber auch nicht, Herr Baumann. Ja, wissen Sie, mein Schwager ist auf Besuch da, Bauer vom Land, der wollte halt ein bisschen was erleben, nicht? Bin ich halt mitgegangen. Ich kann da normal nie. Nein, ich ja auch nie. Darf man eintreten? Noch nicht. Männergespräche. Wie geheimnisvoll. Ja, Herr Baumann, dann wären wir uns im Prinzip ja einig. Im Prinzip ja. Sie verraten mich nicht und ich verrate Sie nicht, dass wir in der Roten Katze waren. Ehrenwort. Auf mich können Sie sich verlassen. Aber Ihre Frau, wird sie mit mir als Schwiegersohn einverstanden sein? Das ist überhaupt kein Problem. Ja, meine Frau ist immer gegenteiliger Meinung. Sage ich ja, sagt sie nein. Ich mache einer daher jetzt einen riesen Krach und schmeiß ihn aus. Ja, aber... Nein. Das ist die sicherste Methode, um meine Frau für Sie zu begeistern. Also, da komme ich nicht mit. Meine Frau ist der geborene Widerspruchsgeist. Die macht immer das Gegenteil von dem, was ich will. Wenn ich Sie also jetzt abweise, dann haben wir zwei schon gewonnen. Glauben Sie tatsächlich? Ja, Sie sind gut, nach 28-jähriger Ehe werde doch wissen, wie sowas funktioniert. Also fangen wir gleich an, gell? Also, was erlauben Sie sich überhaupt hier bei mir aufzutauchen? Machen Sie, dass Sie rauskommen! Hinaus! Grandios! So geht es nicht. Sie müssen ein bisschen mitspielen. Nicht grandios, Sie müssen Angst haben. Sie müssen zittern, schlottern, mitspielen, jawohl, so. Ja, sehr gut. Also fangen wir gleich an. Sehr gut. Meine Frau, was erlauben Sie sich hier mein Haus zu betreten? Machen Sie, dass Sie hinauskommen. Hinaus! Na, jetzt noch nicht. Jetzt erst, wenn meine Frau da ist. Mein Gott, also noch einmal zittern, schlottern, ängstlich. So, machen Sie, dass Sie hinauskommen. Hinaus, was erlauben Sie sich? Gottes Willen! Los! Was ist denn da los? Ja, stell dir mal vor, dieser Mann, ja, mir fehlen die Worte. Wissen Sie, was ich an Ihnen am meisten bewundere? Ja, Sie überhaupt diesen Mut nehmen. Müssen wir jetzt nicht endlich einmal sagen, was da überhaupt geht? Sehr gern. Dieser junge Mann kommt daher, bittet um die Hand unserer Bruni, erklärt mir, er liebt sie. Also nein, nicht zu übertreiben, nein. Mir fehlen die Worte. Wissen dass Sie, was ich am meisten von Ihnen bewundere? Woher Sie überhaupt diesen Mut nehmen? Ach, so ist es. Ja, so ist es, ja. So ist es, ja. Und ich sag noch einmal nein und noch einmal nein. Sehr gut, so. Und jetzt wird Ihnen meine Frau sagen, wie sie über die ganze Sache denkt. Waltraud, jetzt rede du. Ja, also wenn das so ist, Gustav, dann bin ich ganz deiner Meinung. Was, Waltraud, du? Ja, du hast schon richtig gehört. Auch ich verweigere die Zustimmung zu dieser Hochzeit. Na, das ist ja nett. Aber Waltraud, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Doch. Du hast Nein gesagt. Ja, aber du? Ja, ich habe auch Nein gesagt. Ja, aber Waltraud, das geht doch nicht. Ja, warum denn nicht? Das ist doch ganz normal. Ja, aber schau, was hast du denn gegen diesen netten jungen Mann? Ich? Gar nichts. Aber ich meine, wenn du so gegen ihn schimpfst, wirst ja wohl deine Gründe haben, nicht? Und es gehört sich einfach nicht für eine gute Ehefrau, dass ich dir widerspreche. Ja, aber warum denn jetzt auf einmal? Also, meinen Standpunkt habt's gehört, da wird sich auch nichts mehr daran ändern. Macht's die Sache unter euch aus. Tut mir sehr leid, Herr Feuerkopf. Aber wenn's mein Mann so will... Herr Baumann,
Da haben Sie mich ja ganz schön reingelegt. Aber auf diese Weise führen Sie mich nicht hinters Licht. Merken Sie sich das, jawohl. Herr Feuerkopf, Sie ist doch vernünftig. Herr Feuerkopf. Sie werden noch von mir hören, ja. Sie werden staunen, Sie werden überrascht sein, ja. Staunen werden Ja, Sie. davon bin ich überzeugt. Herr Feuerkopf, 28 Jahre hat mir für eine Frau immer widersprochen. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass sie mir jetzt recht gibt? Oh, ich wage nicht an morgen zu denken. Wie ist denn sowas möglich? Da muss ein Naturwunder geschehen sein. 28 Jahre lang immer dagegen und heute an so einem Entscheidungstag plötzlich dafür. Ja, wer soll sich denn da noch mit den Frauen auskennen? Ich, mein lieber Schwager. Ich hab nämlich deiner Frau, meiner Schwester, mal ordentlich den Kopf gewaschen. Ja, ich hab ja gesagt, dass immer noch der Mann die Hosen noch hat, gell? Und dass immer noch das geschieht, was der Herr des Hauses befiehlt. Das hast du ihr beigebracht. Aber schon wird, das wirst du schon merken. Ja, das habe ich bereits gemerkt. Also, Schwager, Jakob, ich bitte dich, komm nie wieder her zu mir auf Besuch. Du zerstörst mit einem Mal alles das, was ich in 28 Jahren mühevoll aufgebaut habe. meinst du mich? Na, freilich ist ja sonst niemand da. Warum fragst du mich nicht vorher, bevor du solche Grundsatzentscheidungen triffst? Weil ich dir helfen wollte. Und seine Soforthilfe darf man nicht auf die lange Bank schirmen, nicht? Weißt du überhaupt, was du da angerichtet Was hast? denn? Das kannst du nie wieder gut machen. Okay. Wenn eine Frau 28 Jahre lang so ist, dann muss man so lassen. Es kann doch dir wurscht sein, wie ich mit dir auskomme. So ein Unglück. Jesus, der ist jetzt gerade noch abgegangen. Jetzt wird mir erst so richtig bewusst, was in dieser verhängnisvollen Nacht geschehen ist. Du kommst aber spät drauf. Meine ganzen Ersparnisse für die Hochzeitsreise sind weg. Praktisch der ganze Gewinn meines Lebens. Und die Frau meines Lebens sowieso. Ja, mei, um die Frau seines Lebens zu gewinnen, hat schon mancher den ganzen Gewinn seines Lebens verloren. Ich bin am Ende. Wie soll ich jetzt überhaupt noch zu dir sagen? Schwiegerpapa oder wie? Ja, bist jetzt narrisch geworden, oder? Hast meinen Namen vergessen, weil du mich nicht mehr kennst. Nein. Es ist nur, wenn sich Andrea jetzt scheiden lässt, wo wir doch noch gar nicht so richtig verheiratet gewesen sind, dann löst sich doch wohl das Vater-Sohn-Verhältnis bedauerlicherweise auf. Folge, mach dir keine Sorge, eine Scheidung kommt überhaupt nicht in Frage. Dann bin ich froh. Dann bleibst du ja mein Schwiegervater. Ja. Ist doch wohl das Allerhöchste. Ein Prospekt von einem Striptease-Lokal in deinem Auto. Auf die Erklärung bin ich neugierig. Ich auch. Das jüngste Gericht setzt dich nieder. Waltraud, ich weiß gar nicht, was du hast, da ist überhaupt nichts passiert. Hey, wem willst du denn das erzählen, ha? Und du? Wie kommst denn du da überhaupt hin? Aber Andrea, ich war doch nur ein hilfloser Mitläufer. Ach, geh her doch auf. Die Hochzeitskerzen sind noch nicht abbrennt und du vergnügst dich schon anderweitig. Jetzt regt's euch doch nicht so auf. Diese Prospekte haben's praktisch an jedes Auto unter den Scheinwischer gesteckt. Und du bist ganz stark, gell? Wir wissen nämlich alles ganz genau. Waltraud. Und du schaust dich. Ein Mann in deinem Alter verkehrt in so einem Lokal, noch dazu mit deinem missratenen Schwiegersohn. Jetzt reg dich doch nicht so künstlich auf, Schwesterlein. Dein Schwiegersohn ist vollkommen in Ordnung. Praktisch makellos. Bloß Kopfweh, oder? Ja, das kommt davon. Von was denn? Er raucht nicht, er trinkt nicht, er lebt praktisch Diät. Und trotzdem hat er Kopfweh. Weißt du, von was das kommt? Den Druck der Heiligenschein. Andrea, verzeih mir halt diese dunkle Nacht. Ich habe nur an dich gedacht. Nicht weich werden, Andrea. Waltraud, mäßige dich. Das Ganze war doch nur ein Irrtum. Jawohl. Und diesen Irrtum, den werden wir jetzt aufklären. Komm, Andrea. Jawohl, das machen wir. Und ich habe immer gemeint, die Ehen werden im Himmel geschlossen. Ja, und die Dummheiten auf Erden begangen. Dabei war es so eine schöne, stille Hochzeit. Ja, mein, der Krach geht immer erst in der Ehe los.
Das war bei mir genauso. Wisst ihr was? Das ist die Rache von diesem Feuerkopf. Der hat uns verpfiffen. Ihr habt mich verführt? Mein ganzes Glück ist zerstört. Hey, du, hör doch auf. Du weißt doch gar nicht, was Glück ist. Aber wisst ihr was? Ich druck mir jetzt. Ja, ja. Bevor uns die Weiberleute endgültig verdreschen, gell? Für euch. Natürlich. So ein Feigling. Ja, ich kenne ihn doch eher, weißt du. Große Klappe und nichts dahinter. Ja, ja. Was machen wir denn jetzt, Schwiegerpapa? Eugen, das, wenn ich wüsste. Also ehrlich gesagt, unter einem Freier habe ich mir immer ganz etwas anderes vorgestellt. Ja, weißt du, ein Freier ist eben jemand, der unbedingt wieder unfrei werden will. Ja, das merkst du jetzt schon langsam du, gell? Das hätte ich nie gedacht. Nie. Macht ja nichts. Du Papa, wir brauchen dringend 5 Waggon Kartoffeln. Und Ketchup müssen wir auch noch bestellen. Schon wieder? Tja, der Herr Feuerkopf hat unser ganzes Lager leer gekauft. Dieser Feuerkopf, der macht mich noch wahnsinnig. Der ruiniert mich. Nirgends ist eine einzige Kartoffel aufzutreiben. Alle Lager sind leer gefegt. Es besteht auch keine Aussicht auf ein weiteres Angebot. Mit Kuhkorn und mit Lasse ist das Gleiche. Papa, weißt du, was das für uns bedeutet? Ja. Der Prokurist von der Pommes frites Fabrik hat mir deutlich zu verstehen gegeben, wenn wir keine Kartoffeln herbringen, dann können wir die übrigen Aufträge auch vergessen. Und in Zukunft hätte er sich einen leistungsfähigeren und verlässlicheren Lieferanten suchen. Ja, das kann ich mir denken, ja. Aber wie du den Herrn Feuerkopf hinausgeschmissen hast, da hast du wohl nichts dabei Da gedacht, kann doch was? eh nichts dafür. Das muss mit deiner Mutter ausmachen. Die Mama hat gesagt, weil du so auf ihn geschimpft hättest und auf gar keinen Fall einer Hochzeit zustimmen hättest, da hätte sie gar nicht anders können, als auch dagegen zu sein. Kind, du magst mich wahnsinnig. Deine Mutter hat immer Ja gesagt, wenn ich Nein gesagt hab. Drum hab ich doch bei diesem Feuerkopf Nein gesagt, dass sie Ja sagt. Begreifst du denn das nicht? Nein. Oh, das ist ein Durcheinander. Da soll sich noch ein Mensch auskennen. Gib Papa, mit mir hast du doch ganz anders geredet. Da hast dein Rupert in den Himmel reingekommen. Ja, das tue ich ja immer noch. Aber dass sie sich jetzt hinter unserem Rücken über uns lächerlich macht, das finde ich absolut nicht männlich. Du, und wenn der glaubt, dass auf diese Art und Weise mein Ja-Wort erzwingen kann, nein, wirklich nicht. Nein, nicht mit der roten Katz. Ach, was willst du denn immer mit der roten Katz? Das sind doch Kindereien. In deinem Alter. Was? Was heißt denn da in meinem Alter? Entschuldige mal, in meinem Alter, da haben schon ganz andere Männer noch viel größere Dummheiten gemacht. Ha, Männer, aber doch nicht du und der Onkel Jakob. Naja, aber entschuldige mal, der Eugen war doch auch dabei. Was willst du denn mit dem Eugen? Das ist ja ein Witz, dass ich nicht lachen muss. Entschuldige bitte. Das ist ja unglaublich, gell, wie sie die was lächerlich macht, ha? Red lieber mit deiner Schwester Andrea, dass sie dem armen Kerl wieder verzeiht. Ja, genau. Ich bitte dich, Bruni, sprich du mit meiner Frau. Das kann doch nicht das Ende unserer wunderbaren Liebe sein. Die Andrea ist untröstlich. Die will von Liebe nichts mehr wissen. Tut mir leid, aber sowas macht man auch nicht. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Warum will mir denn keiner glauben? Eugen, ich glaub dir doch. Komm, jetzt legst du ein bisschen hin. Gell? Wenn du aufwachst, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus. Geh du dich hinlegen. Weil er den hat's gescheit erwischt, den armen Kerl. Und alles bloß wegen so einer Dummheit. Ich werde mich mal um ihn kümmern, hä? Ich weiß ja auch nicht. Ich darf mir eigentlich auch nichts Schlechtes zutrauen. Aber die Tatsachen sprechen eindeutig gegen ihn. Ja, du hast ja recht. Oje, oje. Ja, bitte? Hallo Bruni, bist du allein? Ja, komm rein, Rupert. Gott sei Dank wirfst du mich nicht raus. Schmarrn, wie kommst du denn da drauf? Na hör mal, dein Vater und deine Mutter haben mich ja ganz schön überrascht. Ja, ich hab gemeint, sie sind mit mir einverstanden. Du, ich glaube, da ist ein ganz großer, dummer Irrtum passiert, den ich aber mit Sicherheit aufklären werde. Na, allzu große Hoffnungen habe ich da nicht. Dein Vater ist ja auf mich losgegangen wie ein Löwe. Obwohl er gesagt hat, dass das alles nur Theater ist. Und von deiner Mutter hätte ich diesen Wandel überhaupt nicht erwartet. Ich weiß ja auch nicht. Je älter die zwei werden, umso komischer werden's. Die wechseln ihre Stimmungen wie's Wetter. Aber das ändert doch nichts zwischen uns zwei, oder? Brauchst du Beweise? Kartoffel, Kuchen und Melasse habe ich für heute genug. Jetzt werden wir mal endlich reinen Tisch machen. Aber jetzt sag mir doch bloß noch eins. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Zeug, das du uns Waggon und tonnenweise abkaufst? Nichts. Nichts. Nein, das ganze Zeug liegt so, wie es geliefert wurde, in einer Lagerhalle. Was? Sag einmal, bist du wahnsinnig? Was soll denn das? Ich will damit deinen Vater mürbe machen.
Was? Du, Moment einmal. Das ist gar keine so schlechte Idee. Wir stecken nämlich im Augenblick in ganz großen Lieferschwierigkeiten. Weiß ich. Am ganzen Markt sind keine Kartoffeln herzubringen. Ja, und die Pommes frites Fabrik, die braucht dringend 5 Waggons. Sonst kündigen sie uns die Geschäftsbeziehungen auf. Ja, kannst du uns aushelfen? Natürlich, spielend. Am Bahnhof stehen noch 15 Waggonen. Ja, das ist ja großartig. Die bieten im Moment sogar den doppelten Preis. Das siehst du, da haben wir gleich ein Druckmittel. Heiße Kartoffeln ziehen eben immer. Dann notiere ich gleich alle 15 Waggons. Halt. So einfach geht das aber wieder nicht. Wieso? Was willst du denn sonst damit machen? Ach, Kartoffelsalat, Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei, Soll das heißen, dass du 15 Waggon Kartoffeln alleine essen willst? Nein, natürlich nicht. Was verlangst denn als Druckmittel? Dich, liebe Bruni, nur dich allein. Bin ich dir nicht mehr wert als 15 Waggon Kartoffeln? Schau mir mal, wie viel dein Vater für dich bietet. Mahlzeit, ja. Ist also alles wieder in Ordnung? Nein. Ja. Ja, was jetzt? Bruni, sprich du bitte mit deinem Vater. Nicht, dass sie mich wieder rauswerfen. Na, was bleibst doch da? Ich hab doch nichts gegen Sie, Herr Feuerkopf. Ganz im Gegenteil. Nein, und meine Tochter, die ist ja so verschossen in Sie. Die schießt im Geschäft einen Bock nach dem anderen. Meine Lager sind wie leer gefegt. Da schauen sogar die Mais wie verworren die Augen raus, gell? Der Herr Feuerkopf kann uns aushelfen, hat er mir gesagt. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Herr Feuerkopf, Sie sind ja ein großartiger Geschäftsmann. Wäre Zeit, dass Sie mit meiner Tochter mal ein bisschen ins Reine kommen, hm? So? Kann ich das glauben? Sie haben doch gestern zu mir gesagt, dass Sie mit mir als Schwiegersohn nicht einverstanden sind und Sie waren strikt dagegen. Ja, das habe ich doch nur gesagt, dass meine Frau dafür ist, wissen Sie. Ja, leider hat sich da ein ehetechnischer Fehler eingeschlichen. 28 Jahre hat das bestens funktioniert und jetzt hat mir mein Schwager, der Jakob, eine Kurzen in die Leitung eingebaut. Ja, ich kann mich erinnern. Sie haben mir erklärt, Sie müssen dagegen sein, damit Ihre Frau dafür ist. Genau so ist es, ja. Also Papa, ich staune über deine Diplomatie. Beim besten Willen, ich kann nicht schlafen. Kein Auge bringe ich zu. Mein Gewissen zermürbt mich. Sagt's einmal, war's denn wirklich so schlimm? Ach was, dein Schwager war ziemlich angetrunken und er ist da gesessen wie ein Häufchen Elend. Eugen, jetzt sei doch nicht so zimperlich. Ich bin doch nicht zimperlich. Ich bin total erschöpft nach 24 Stunden Eheleben. Ich bin total daneben. Weißt was? Ich habe ein gutes Mittel für dich, dass du auf andere Gedanken kommst. Ja? Ja, du hilfst mir im Büro. Mein Lieber, meine Schwiegersöhne machen mir ganz schöne Sorgen, bitteschön. Danke. Aber Herr Baumann, das sind doch keine Sorgen. Das sind doch nur blanke Verwechslungen. Verwechslungen? Also langsam kennen wir mit Ihnen wirklich nicht mehr aus. Machen Sie sich doch das Leben nicht selbst so schwer. Ja, Sie reden Sie leicht. Wo kriege ich denn jetzt Kartoffeln her? Ich könnte Ihnen aushelfen. Allerdings unter einer Bedingung. Und die kennen Sie. Was verlangen Sie? Das Doppelte. Das Doppelte? Ja, das ist ja unglaublich. Ja, Sie sind ja ein Preistreiber, ein Wucherer, ein Schirmer. Aber Herr Baumann, ich bitte Sie. Jetzt, wo die Preise gestiegen sind, kann ich doch unmöglich runtergehen. Ich würde den Markt ruinieren. Ach so, auf dem Markt würden Sie Rücksicht nehmen, aber mich würden Sie mit Ihren Preisen ruinieren. Also wenn Sie ein guter Geschäftsmann sind, dann verstehen Sie es trotz dieser Preise, Pommes frites appetitlich zu machen. Mein lieber Herr Feuerkopf, trotz Ihres Alters sind Sie schon ganz schön ausgekocht, muss ich Ihnen sagen. Also, wir werden uns irgendwie einigen. Abgemacht. Abgemacht. Was ist da abgemacht? Die Kartoffelpreise. Waltraud, stell dir vor, wir sind gerettet. Der Herr Feuerkopf, der hilft uns aus. Ach, Ja. und zu welchem Preis? Zu einem annehmbaren, gnädige Frau. Ja, ganz so einfach ist die Sache dann auch nicht, gell? Aber die Kartoffelpreise interessieren mich im Moment sowieso weniger. Sondern vielmehr die Vorkommnisse der heutigen Nacht in der Roten Katz. Aber Waltraud, da ist überhaupt nichts vorgekommen. Das kann ich bestätigen. Ja, das ganze Lokal hat gestaunt über Ihren Herrn Gemahl. Ja,
über seine Anständigkeit. Ja, bitte, bitte, da hörst du das, gell? Ja? Na, wer's glaubt, wird selig. Jetzt darf mich ja bloß interessieren, warum ihr zwei euch plötzlich so einig seid. Ja, wegen die Kartoffeln. Natürlich, ich helfe Ihrem Mann doch nur aus. Das ist doch unter Geschäftspartnern völlig normal. Also nur nach Kartoffel schauen sie mir eigentlich nicht aus. Haben's da nicht vielleicht noch ein bisschen was anderes im Sinn, ne? Ja, also nach dem großzügigen Entgegenkommen sollte es mich nicht wundern, wenn der Herr Feuerkopf vielleicht um die Hand unserer Bruni bitten würde. Dann darf ich also um die Hand Ihrer Tochter bitten? Ja, ich hab doch nichts dagegen. Bitte, da hören Sie es. Wenn die Kartoffelpreise stimmen. Darauf können Sie sich verlassen. Ich hab doch im Prinzip auch noch nie was dagegen gehabt. Aber du hast immer so gegen den Herrn Feuerkopf geschimpft, dass ich gedacht habe, es ist besser, dir nicht zu widersprechen. Zum ersten Mal, ja. Frau Baumann, Herr Baumann, ich bedanke mich. Ich muss gleich Bruni die freudige Nachricht überbringen. Ich versichere Ihnen, Sie werden mit mir als Schwiegersohn zufrieden sein. Aber natürlich. Ach, Herr Baumann, Ja? sollten Sie noch weitere Agrarprodukte brauchen? Meine Lager sind voll. So viele Töchter habe ich leider nicht mehr. Halt, Gustav, du bleibst jetzt da, gell? So, was ist denn? Wir haben noch allerhand zu besprechen. Oh, was denn noch, Waltraud? Es geht um die heiße Nacht in der Roten Katz, mein Lieber. Da sind wir noch lang nicht fertig. Da war doch nichts, so heiß war's da gar nicht, mein Schatzilein. Und sag ja nimmer Schatzilein zu mir, gell? Du alter Schlawiner. Setz dich hin. Möchte ja gar nicht wissen, was du die 4 Wochen gemacht hast, wo ich die Strapazen einer Schönheitskur auf mich genommen habe. Um dir auch im Alter noch zu gefallen. Ich habe gehungert, ich habe gelitten, an meinem Selbstwertgefühl gestritten. Während du, alter Kater, daheim mit den jungen Katzen miaut hast. Während ich keusch und rein, einsam, unter härtesten Bedingungen nur an dich denkend gelebt hab. Ich hab dich nie, nicht ein einziges Mal betrogen. Und du bist die Enttäuschung persönlich. Waltraud, ich weiß überhaupt gar nicht, was du hast. Ich bin die ganzen 4 Wochen während deines Kuraufenthalts nicht ein einziges Mal außer Haus gegangen. Wenn dann nur geschäftlich. Das reicht ja wohl auch. Du hast eine pflichtbewusste und treue und anständige und brave Frau wie mich überhaupt nicht verdient. Ich hab dich nie betrogen. Nicht einmal gedacht habe ich an einen anderen. Und du? Du betrügst mich bei der ersten Gelegenheit, die du schnupperst. Also red doch keinen Unsinn. Ich sag keinen Unsinn, ich sag, wie es ist. Eugen! Das ist die Höhe, Mama. Dann kommst grad zur rechten Zeit, Andrea. Wo ist der Eugen? Jetzt ist Schluss mit seinen Ausreden. Eugen! Ja, da bin ich, Andrea. So, jetzt habe ich den Beweis. Andrea, jetzt lass dir halt sagen. Kein Wort sagst du mehr. Wie kommt denn dieses heiße Höschen in der Jackentasche? Aber Andrea, so ein Ding hatte ich noch niemals in der Hand. Noch nie waren meine Hände in einer so fremden Gegend. Ich spür's. Da tun sich ja Abgründe auf. Abgründe. Ja, das muss ich auch sagen. Aber nimmer lang. Denn dieses Schmuckstück war in deiner Manteltasche. Was? Gustav, wie kommst du zu diesem Dessous? Das gehört nicht mir. Na, da kamst du gar nicht rein, gell? Nein, das wäre viel zu klein. Mein Lieber, also da komme ich langsam nicht mehr mit. Das ist mir alles, mit der Zeit wird mir das zu mysteriös. Aber ich werde schon Licht in das Dunkel bringen, mein Lieber. Ich werde deine Gedächtnislücke auffrischen. Doch hinaus, ab zum Verhör. Das wird ja immer noch schöner. Ja, sag mal. So. Und jetzt machen wir zwei die Endabrechnung. Eigentlich wollte ich dir ja gar nicht mehr singen. Andrea, ich bin wirklich ganz unschuldig. Ich glaub dir kein Wort mehr. Ich hab geglaubt, ich habe einen verantwortungsvollen, pflichtbewussten Ehemann. Dabei bist du ein unberechenbarer Casanova, der es keinen zweiten mehr gibt. Andrea, was soll ich denn machen, um dir meine Unschuld zu beweisen? Mir ehrlich sagen, wie du zu diesem Ding da kommst. Solche Dinge tragt man nicht einfach in der Jackentasche rum. Gottes Willen, was... Ja, also das ist ja allerhand. Sag einmal, das geht zu weit. Andrea, du ein bisschen mehr Respekt sollst du schon haben vor deinem Onkel, gell? Bitte. Onkel Jakob? Das Geld musst du auch noch haben. Das hat Mama. Was?
Ja, wie kommt denn die dazu, sich meine intimsten Sachen anzueignen? Ich hab's in der Manteltasche vom Papa gefunden. Hä? Ja, da hab's ja mit eingesteckt, nicht wahr? Ja, und der Mann, zwecks der Gaudi, zur Aufbewahrung, nicht wahr? Diese heißen Höschen sind mein Eigentum. Ja, die habe ich geschenkt gekriegt von einer feinen Dame in der Roten Katze, nicht wahr? Weil ich ja so gute Witz verzeiht hab, weißt du schon, gell? Und weil sie ein bisschen Spannung und also um die Hüften herum, nicht wahr? Ja, aber für meine Stasi und meine Moni, da sind die gerade recht zu heiern. Aber da werden die Burschen auch machen. Vielleicht beißt dann doch endlich einmal einer an. Und jetzt bringst du mir das andere heiße Höschen. Aber rasch. Oh, mein Lieber. Wenn das so ist. Mama! Ja? Komm mal bitte und bring das grüne Hosal mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Hosal gehört am Onkel Jakob. Was? Das wird ja immer schöner. Mein Bruder tragt Damenhosen. Das geht dir gar nicht so. Die habe ich mir ehrlich verdient. Ja, da hörst du das, gell, aber mich würdest du gleich verdächtigen. Du brauchst dich gar nicht aufregen, gell? Du bist nämlich um kein Haar besser. Ich geh schon. Und du erklärst mir jetzt einmal bitteschön, wie man sich sowas verdienen kann, ha? In der Roten Katze hat er Witz erzählt. Ja, genau. Und was für ein, mein Lieber? Da bin ich gleich selber rot geworden. Das kann ich mir vorstellen, gell? Aber mein Lieber, darüber reden wir noch einmal, gell? Ja, wenn ich wieder komm. Du brauchst nämlich gar nicht so scheinheilig da. Weil wenn ich dein Mann wäre, ich darf dir schon mal sagen, wo der Bartel den Most holt. Aha. Entschuldigt, aber draußen ist ein Herr Toselli aus Italien. Der möchte unbedingt ein Eugen sprechen. Oh Gott, doch nicht etwa der Bräutigam von diesem Zimmermädchen. Herr Toselli, komm und quitschen rein. Grazie, Signorina. Buongiorno. Scusi, entschuldigen Sie die Störung, Patrone. Io, Padrone, ich bin der Chef. Ich bin gerade, wie sagt man, per Affari, geschäftlich in Rosenheim. Ah, wollen Sie einen Bulldog kaufen? Bulldog? No, will nichts kaufen, Ihre Hunde. Ah, kein Hund. Ah, sì, ich verstehe. No, will auch nicht kaufen Ihre Brum. Ich möchte gerne sprechen, Signore, un momento, prego, il professore Studienrat Eugen Farber. Oh weh. Was ist denn da oben? Was läuft denn da vor? Vor dem brauchst du keine Angst nicht haben. Che cosa, was meint ihr mit Angst, Damit mein ich. Die fürcht man nicht. Jetzt lass doch den Herrn schreiben. Entschuldigen Sie, was meinen Sie von meinem Schwiegersohn? Ah, Genero, Schwiegersohn. Allora, dann ist diese bezaubernde junge Signora bestimmt Ihre Tochter. Nein, das ist doch nicht meine Tochter, das ist meine Alte. Meine Old Woman. Das ist meine Tochter hier, das ist meine Tochter. Ich bedauere sehr die Affinimento, die Vorfall, die Sie hatten in casa mia. Ist Ihr Mann auch da? Ja, der da. Jetzt rennt er schon wieder davon. Oh, geh her. Und geh mal hin zu dem Signore jetzt da. Ciao. Buongiorno, Studienrat Ferber. Als Direttore dell'Hotel möchte ich mich sehr viel bei Ihnen entschuldigen. Es war eine bedauerliche Vorfall, der Sie und Ihre verehrte Signora zur plötzlichen Abreise veranlasste. Mi dispiace tanto, scusi, La cameriera, das Zimmermädchen, ne? Oh, jetzt kommt's. Das Zimmermädchen, das in die Nacht in ihre Kamera gekommen ist, weil sie dort vermutet hat, ihre Bräutigam, habe ich nach Hause geschickt zu Mama in Sizilien. Sie, in compenso vorrei, als kleine Entschuldigung, möchte ich Sie und Ihren Mann für die nächsten Jahre in unser Gran Hotel a Venezia einladen. Damit Sie können nachholen die Hochzeitsnacht. Und sie würde mir machen un gran piacere, eine große Freude, wenn Sie bringen mit Ihre bellissima bionda Mama. Aber ohne Patrone. Was? Va bene. Chi che
miei cari Viterzi. Oh, Madonna, che bella donna. Was für ein Weib. Mua. Das ist ja unglaublich, ha? Schaut einmal diese behinderten Gondoliere an, ha? Aber jetzt haben wir's, gell? Diesen armen Kerl so zu verdächtigen. Also nie hätte ich dem sowas zugetraut. Nein, ausgerechnet dem muss sowas passieren. Also ich sag dir was, ich jetzt nicht weggeschickt, das Zimmer matschen. Andrea, glaubst du mir jetzt? Ach, entschuldige, Eugen. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Aber natürlich. So, und jetzt bist du mit dem Entschuldigen dran. Okay, jetzt sei doch nicht so grob zu meiner Schwester. Wir sind doch froh, dass zwischen denen zwei wieder alles in Ordnung ist. Jetzt haben wir nur noch ein schwarzes Schaf in der Familie. Jawohl, und das bist du, Nein, Gustav. Ja, da kommen wir gerade recht. Du Mama, die Zeitung Kurnachrichten, gehört die dir? Ja, freilich gehört die mir. Zu was brauchst denn du jetzt nur die Kurnachrichten? Ne? Die kriegt doch jeder Kurgast noch eine Zeit lang heimgeschickt, damit er daheim die Anwendungen noch weitermachen kann. Ja, ob das aber gerade die richtigen Anwendungen für die Zukunft sind, das wage ich zu bezweifeln. Ich hab das Blattl nämlich auch schon in der Hand gehabt, hab's aber vorsichtshalber gleich wieder hingelegt. Weil diese bildlich dargestellten Kuren, ob die gerade für jeden was sind, ich weiß nicht. Wieso? Was sind denn das für Kuren? Lass Das mal ist schauen. nichts für dich. Ja, komm her. Das bist ja du. Was? Mama in der Zeitung? Ihr seid so verrückt. Na, schau her. Das ist doch die Mama mit einem Kerl. Ich freue mich für dich, Schwiegermama, dass sogar die Medien sich deiner bemühen. Die heilende Kraft unserer Kuren weckt auch die Liebe im Herbst. Arm im Sonnenschein, so wird die Liebe auch im Herbst noch schön. Mein Lieber, du musst das ja ganz schön Kracher haben lassen. Ha? Das war doch ein ganz alter Apotheker, der nicht mehr allein stehen, ich mein gehen hat können. Und der hat sich halt bei mir ein bisschen eingehängt. Wer es glaubt, gell? Der da, alte Apotheker. Schau dir mal den ohne verhinderten Playboy da, ha? So. Und du willst mich als schwarzes Schaf bezeichnen, du Herbstzeitlose, du, ha? Ich bin während einer ganzen Kur nicht eine Minute außer Haus gegangen, dass ich ja nicht einen einzigen Telefonanruf von dir verpasse. Ich Rimpfig, ich hab dir deine ganzen Abendanwendungen geglaubt. Dabei bist du beim Schwofen, beim 5 Uhr Tee, beim Ball der einsamen Herzen. Gustav, was denkst denn du von mir? Also ich würde sagen, wir hören jetzt auf zu denken. Wir vergessen den alten Apotheker und die rote Katze. Es war heute eine heiße Nacht, nicht wahr? Und eine kalte Dusche. Aber jetzt gebt's euch hin und seid wieder friedlich miteinander. Sehr vernünftig. An uns soll es nicht liegen. An uns auch nicht. Naja, und an ihm schon gleich gar nicht, gell? Und wer küsst mich? Thank you.